Wiesen, das größte Volksfest der Welt. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Die Gäste in den Zelten außer Rand und Band. Alleine die Ochsenbraterei versorgt täglich über 20.000 Zeltgäste. Die gewaltige Besuchermasse eine hungrige und extrem durstige Kleinstadt. Ochsenbraterei, 9 Uhr morgens. Ruhe vor dem großen Sturm. Zeltmanager André Hollenbenders läuft die reservierten Tische ab und hofft, dass auch alle 210 Bedienungen bereit sind. Meine Super-GAU-Vorstellung ist immer der, dass ich das mit den Bedienungen am ersten Samstag dann halt leider unterschätze, überschätze, wie man das jetzt auch nennen will. Und ich stehe halt mit 20 Bedienungen zu wenig da, weil die eine ist mit dem Bus nicht herkommen, die andere hat plötzlich sich einen Fuß brauchen, die nächste kann nicht wegen der Mama. Und das sind so Vorstellungen, die ich ja ein Jahr aus dann irgendwann mal habe, wenn ich vor meinen Plänen und Listen sitze und mir denke, das wäre dann so der richtige GAU. Ne? Samstagmorgen und 20 Bedienungen fehlen, da hast du eine richtige Freude. Die Hauptattraktion in der Ochsenbraterei, der Ochs am Spieß. 5 davon fallen der gefräßigen Meute täglich zum Opfer. Das sind etwa 3000 Kilo Fleisch. Und dazu ganze Wagenladungen an Beilagen. Jeden Morgen zwischen 6 und 8 wird frische Ware angeliefert. Küchenchef Richard Lindermeier kalkuliert für jeden Tag im Voraus. Hier ist die ganze Ware gelagert, also als Beilage ist der Salat für den Ochsen, die Tomaten, die vorbereitet wurden, der Feldsalat, Hühner, 200 bis 250 Kisten, Stück A12. Und Salat haben wir drin 180, 190 Kilogramm von den Eisberg und Radicchio, Tomaten 500 Kilo. Ja, Wirsing haben wir noch hier, Wirsinggemüse mit 60 Kilo. Kurz nach Zeltöffnung um 10 Uhr laufen auch die Händelbestellungen schon auf Hochtouren. 3.000 bis 4.000 Brathähnchen werden jeden Tag gebraten. 8.000 Portionen. Und das Bier schmeckt den Wiesenbesuchern auch schon zum Frühstück. Bedienung Petra arbeitet seit 15 Jahren in der Ochsenbraterei. Da kennt man seine besten Gäste. Es ist mein Fanclub hier, ganz spezieller Fanclub. Aber ich habe viele Stammkunden, habe ich schon. Wer mich kennt, der kommt halt wieder. Gegen Mittag geht Ochse Klaus mit ehemals 12,5 Zentnern, also 625 Kilo Schlachtgewicht, ins Rennen. Wir mit unserer Spezialität sind natürlich um 10 Uhr schon startbereit, wenn die ersten Gäste kommen, die den ganz großen Trubel nicht mitmachen wollen, sondern nur zum Essen kommen wollen, können bei uns natürlich schon den ersten Frühstücksochsen haben. Hier die Wade wird gerne genommen zum Essen. Und für die, sage ich mal, gestandenen Bayern, die auch gerne mal ein bisschen Fett haben, das ist dann hier der Brustspitz, der Brustkern hier runter. Das ist dann so richtig triefendes, fettiges Ochsenfleisch. Und das macht richtig durstig. Schnelle Abhilfe garantiert Anita. Seit 11 Jahren in der Ochsenbraterei und mittlerweile im Guinness-Buch der Rekorde als Weltmeisterin im Mastkrü getragen. Also ich trage 18 Masts, das sind 42 Kilo und die trage ich eben normalerweise 40 Meter weit. Herausgefordert haben sie schon viele, überboten aber noch niemand, auch keine Männer. Das Geheimnis ist eigentlich einfach. Ich trage 6 in der Hand, die 7 in die Mitte und die anderen 4 oben drauf. Die stellt mir meine Kollegin. Und jetzt ist halt ein bisschen Kraft, brauchst du auf alle Fälle. Dann Stapeltechnik ist wichtig und natürlich eine Portion Glück, dass du nicht runterrutschen. Ne? Und dann geht's los. 42 Kilo in 2 Händen. Maria, geh schnell her. Unterwegs noch schnell ein Foto mit Freundin und Kollegin Maria, die ihr dann auch den Weg freiräumt. Vorbei an begeisterten und staunenden Zeltbesuchern. Glücklich gelandet. Einmal wieder mal geschafft, die 40 Meter. Sind nämlich genau von der Schenkel bis hierher 40 Meter. Also ohne Fitness keine Chance. Aber ich bin immer froh, wenn ich es geschafft habe. Höchstleistungen vollbringen auch die Spüler. Aber ohne Maschine wären sie hier aufgeschmissen.
zirkeln pro Tag so 16.000 bis 18.000 Teller. 30.000 Messer, 30.000 Gabeln. Das geht von 7 Uhr früh bis um 24 Uhr, Duschschuhe durch. Der schlimmste Job ist einer von den Besteck, aber die müssen Duschschuhe durch arbeiten auch. Ein ohrenbetäubender Lärm für die Sortierer, eigentlich. Ja, Lärmbelästigung nicht, weil die hören ja nicht, das sind taub schon und hören nichts. Müssen wir auch eine Chance haben. In der Küche herrscht inzwischen Hektik. Das Essen muss so schnell wie möglich zu den Kellnern aufs Tablett. Adolf, zum 14. Mal Küchenkraft, fühlt sich jetzt erst so richtig wohl. Das braucht man, das ist eine Sucht, ist das. Das ist am schönsten, wenn alles ganz chaotisch ist. Wenn die Schlange doppelt ist und wenn die Kellner nur noch schreien, dann ist es am schönsten. Gut 20.000 Essen verlassen tagtäglich die Küche. Alles ist genau durchorganisiert. Also wir haben an den Kellnerklammern die Bons von den Gerichten, die auf dem Tableau oben drauf sein sollen. Die Damen, die oben stehen, kontrollieren auf der einen Seite die Qualität des Essens, auf der anderen Seite die Menge der Artikel, die drauf sein müssen. Somit ist gewährleistet, dass jeder an den Küchenstellen, wo es das bestimmte Essen gibt, nehmen kann, was er braucht. Und zu guter Letzt zur Kontrolle einfach nochmal die Dinge abgerissen werden, gegengecheckt werden und dann geht die Bedienung raus in ihren Service. Mit 6 Gerichten auf dem Tablett durch die tobende und tanzende Masse. Ein Balanceakt. In der Schenke wird jetzt im Akkord gezapft. 3 Sekunden für eine volle Maß. Jürgen Heinemann hat das nach 15 Wiesenjahren auch in größter Hektik im Gefühl. Da gibt es ja die Schaumverordnung. Und das heißt, dass der Schaum ab Schandstrich von da 15 mm unterstehen darf. Und das geht dann halt auch bei der Geschwindigkeit. Zu 99%. Den heißesten Job im Zelt hat Griller Peter Tönig. Bei offenen 300 Grad drehen die Hähnchen am Spieß. Das ist wie Karibik. Und da will man noch dafür bezahlen. Mega-Stimmung nicht nur draußen im Zelt. Die Kapelle Sachsen, die heizt noch zusätzlich ein. Mega-Stimmung nicht nur draußen im Zelt. Die Kapelle Sachsen, die heizt noch zusätzlich ein. Für Hitzköpfe ist Dirk Drass vom Sicherheitsdienst zuständig. Der private Kampfsportler sorgt mit seinen 40 Kollegen für Ordnung im bis zum Anschlag gefüllten Zelt. Das Zelt verlassen müssen natürlich Leute, die andere Gäste eventuell extrem stören, schlagen. Dann werden wir zu zweit, nehmen wir jemanden und begleiten den raus. Pünktlich um 21 Uhr wird mit dem Flaschenzug der neue Ochse für morgen eingehängt. 600 Kilo schwer. Er wird die Nacht über bei 600 Grad gegrillt, damit er pünktlich zum Anschneiden am nächsten Tag fertig ist. Einen Namen hat der neue Ochse noch nicht. Es gibt einen Gast, der einen Wunsch hat, dann kriegt er den Namen aufgesetzt. Wenn er sagt, er möchte Christian heißen, dann wird Christian draufgeschrieben. Natürlich gegen eine kleine Spende. Die Metzger haben natürlich Durst. Ja klar, nach so einem Tag sollte man auch Durst haben. Darf man auch haben. Im Zelt haben nicht nur die Metzger Durst. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr geht der durchorganisierte Wahnsinn wieder von vorne los.